Hallo miteinander, ich bin Nadine und ich möchte heute mit euch über das Thema Schlafen reden. Nicht Schlafen von Erwachsenen, sondern Schlafen von Säugling und Kind bis jährig. Zuerst werde ich euch eine Theorie zu der Schlafentwicklung erzählen und nachher kommen wir dann zum spannenden Teil, wo dann auch ein bisschen diskutiert werden kann. Zuerst starten wir jetzt mit der Theorie, und zwar geht es da eben um die Schlafentwicklung. Ein Säugling schläft noch sehr viel. Im Durchschnitt schläft ein Säugling 2 bis 4 Stunden am Stück am Tag und 4 bis 6 Stunden am Stück in der Nacht. Im Durchschnitt schläft ein Säugling 6 bis 7 Mal innerhalb von diesen 24 Stunden. Und insgesamt schläft es von diesen 24 Stunden 16 bis 17 Stunden. Also ist der Säugling gar nicht mehr viel wach, wo es noch Essen gewickelt und gebädelt wird. Und natürlich braucht man auch noch Zeit zum Kuscheln. Aber kuscheln kann man ja auch mit einem schlafenden Baby. Der Schlaf entwickelt sich so, dass das Baby immer weniger den Tag durchschläft und immer mehr in der Nacht. Ein halbjähriges Kind schläft am Tag nur noch ca. 2 Stunden am Stück und in der Nacht 10 bis 11 Stunden. Im Durchschnitt schläft ein halbjähriges Kind 3 bis 4 Mal innerhalb von diesen 24 Stunden und insgesamt 14 bis 15 Stunden. Ein jähriges Kind schläft dann noch weniger den Tag durch. Ein jähriges Kind schläft im Durchschnitt 1 Stunde am Stück am Tag und 11,5 bis 12 Stunden in der Nacht. Im Durchschnitt schläft ein jähriges Kind nur noch 2 bis 3 Mal innerhalb von diesen 24 Stunden und insgesamt nur noch 13 bis 14 Stunden. Also da sehen wir die Entwicklung, dass ein Säugling 16 bis 17 Stunden von 24 Stunden schläft und ein jähriges Kind schläft schon nur noch 13 bis 14 Stunden. Also kommen wir zum ersten Thema, das wir ein bisschen diskutieren können. Und zwar geht es darum, ob man das Baby in einem Schlafsack ins Bett tut oder einfach mit einer Decke zudeckt. Ich erzähle euch jetzt einfach meine Meinung. Ich finde, ein Baby bis jährig soll nur im Schlafsack ins Bett gebracht werden. Als ersten Grund sehe ich, dass das Baby die Decke einfach wegstrampeln kann mit den Füßen und dann vielleicht kalt hat und so nicht erholsam und ruhig kann schlafen. Nicht so, wie es eigentlich bräuchte. Natürlich kann es die Decke nicht einfach nur wegstrampeln, sondern es kann sie auch aus Versehen übers Gesicht ziehen. Das Problem sehe ich hier, dass ein jähriges oder auch jüngeres Kind motorisch noch nicht in der Lage ist, um während dem Schlaf oder während dem Halbschlaf die Decke auch wieder vom Gesicht wegzunehmen. Es merkt es gar nicht. Und darum gibt es eine Erstickungsgefahr. Ich finde den Schlafsack einfach eine gute und sichere Methode. Natürlich gehört da auch dazu, dass man auch die Kuscheltierchen und 1000 andere Sachen aus dem Bett nimmt. Ich freue mich auf eure Meinungen. Wir kommen dann gleich zum nächsten Thema. Soll ein Kind allein im Bett schlafen von Anfang an, ins Beistellbettchen dürfen oder direkt bei Mami und Papi kuscheln? Ich erzähle einfach meine Erfahrung, so wie wir es mit unserem Sohn bis jetzt gemacht haben oder jetzt machen. Am Anfang, wo wir vom Spital zurückgekommen sind, hat Joshua im Beistellbettchen geschlafen. Das ist aber gar nicht lang gegangen, weil mit 1,5 Monaten hat er sich drehen und ist dann einmal zu uns auf das Bett aufgerollt. Ja, und irgendwann ist er dann immer wieder bei uns im Bett gelegen. Oder auch nach dem Stillen sind wir beide wieder eingeschlafen und ich habe ihn gar nicht mehr zurückgelegt. Und für uns war dann das Beistellbett eher ein Staubfänger oder eine Dekoration als etwas Nützliches.
Aber zum Glück haben wir es ja nur ausgelernt und nicht gekauft. Und darum haben wir es dann einfach wieder retour geben, weil wir es nicht gebraucht haben. Ja, der Joshua hat dann bis 8,5 Monate bei uns im Bett geschlafen. Ich muss sagen, ich habe das mega praktisch gefunden, weil wenn man stillt, hat nicht jemand aufstehen in der Nacht. Es hat nicht jemand aus dem Bett gerissen werden müssen, weil wir einfach alle liegen bleiben und ich konnte so stillen und wir alle können weiter schlafen und haben so eine sehr erholsame Nacht gehabt. Wenn ein Kind nur Schlöppeli bekommt, ist es natürlich auch ringer, weil so muss nur jemand aufstehen und nicht auch noch das Baby aus dem Bett gerissen werden und alles Mögliche. Ja, ich finde es eigentlich eine gute Methode so. Wir haben dann mit 8,5 Monaten gemerkt, dass er uns in der Nacht immer weniger braucht. Beziehungsweise anstatt die 2-3 Mal ist er vielleicht noch einmal gekommen. Ja, er ist von Anfang an nie viel gekommen. Und dann haben wir sagen, okay, dann kann er langsam in seinem eigenen Bett schlafen. Wir haben uns dann auch ganz genau überlegt, wie wir das machen können und haben uns da Rituale studiert. Ja, ich finde Ritual auch wichtig, weil Ritual geben den Kindern Sicherheit und sie können sich daran orientieren, was der Ablauf ist, was jetzt passiert. Und ja, das erzähle ich euch einfach mal unser Ritual. Das startet so, dass wir nach der Nacht gehen wickeln und das Bischi anlegen. Dann gehen wir ins Badzimmer. Dort darf der Joshua die Zähne putzen. Und wir tun dann eben noch das Gesicht waschen und die Hände waschen. Dann gehen wir bei ihm ins Zimmer. Dort ist schon der Shoppen bereit und der darf dann bei uns auf dem Arm trinken. Da noch ein Punkt. Er darf bei uns auf dem Arm trinken, weil ich finde, ein Shoppen gehört nicht ins Bett. Es ist vielleicht dringend, wenn das Baby den Shoppen selber hebt und dann im Bettchen den Shoppen trinkt und dann einschläft. Ist ganz locker und easy. Aber ich finde, am Kind sollte übermittelt werden, wo man isst, am Tisch und wo man schläft, im Bett. Und außerdem finde ich es auch ein bisschen unhygienisch, gruselig, wenn immer der halbe Shoppen im Bett ausläuft oder beziehungsweise es guckt mich auch an, wenn ich jeden Morgen die Bettwäsche waschen muss. Ja, ist viel zu viel Aufwand. Nein. Der ausschlaggebende Punkt ist eigentlich einfach, dass ich finde, dass man am Kind übermitteln sollte, wo man isst und wo man schläft. Ja. Genau, eben dann trinkt er den Shoppen bei uns auf dem Arm und wenn er dann fertig getrunken hat, darf er ins Bett liegen. Dort sind dann noch ein paar Spielsachen und Kuscheltierchen für ihn parat, wo er ein bisschen spielen kann und noch ein bisschen kuscheln. Und in dieser Zeit erzählen wir ihm eine Geschichte aus dem Buch. Ja, unser Sohn ist jetzt 9,5 Monate. Und manche denken jetzt wahrscheinlich, was, mit 9,5 Monaten und ich erzähle eine Geschichte aus einem Buch, das versteht er doch noch gar nicht, das bringt doch nichts und weiss nicht was. Aber ich finde, es bringt etwas, weil er versteht vielleicht die Geschichte noch nicht. Aber er hört entweder das Mami oder der Papi schwätzen, er hört, dass jemand bei ihm ist, er fühlt sich sicher und geborgen. Und ich finde einfach, ein Ritual soll nicht die ganze Zeit geändert und angepasst werden. Weil ein Ritual ist ja dazu da, dass sich das Kind orientieren kann und dass es Sicherheit bekommt. Und wenn du ein Ritual die ganze Zeit änderst, dann wird es ja unsicher und kann sich gar nicht mehr orientieren. Darum haben wir ein Ritual gesucht, das man einfach von klein bis gross machen kann. Ja, und nicht die ganze Zeit irgendwie muss angepasst werden. Genau, jetzt lasst ihr einfach auf unsere Stimme
Und irgendwann versteht er dann auch immer mehr die Geschichten, die wir ihm erzählen. Ja, nachdem wir die Geschichte erzählt haben, nehmen wir die 1000 Kuscheltierchen und die anderen Spielsachen aus dem Bett. Ja. Und dann haben wir noch 2 Lieder, die wir singen. Das eine ist «Ich höre es Glöckchen, das läutet so nett, der Tag ist vergangen, jetzt gehe ich ins Bett.» Und das andere ist «Was macht der Mond die ganze Nacht?» Jetzt habe ich es gerade vergessen. Genau. «Was macht der Mond die ganze Nacht, wenn er am Himmel uns bewacht?» Ja, sonst kann ich euch das sonst mal vorsingen. Dann könnt ihr es ein bisschen üben oder erkennen es schon. Ja, dann singen wir ihm die Lieder vor und ein bisschen streicheln und an der Hand heben. Und so kann der Joshua dann ganz gut einschlafen. Ja, es war nicht von Anfang an so einfach gewesen, muss ich ganz ehrlich sagen. Er musste auch oft brüllen. Aber mir war auch wichtig, dass wir uns die Zeit nehmen, dass er in Ruhe schlafen kann. Dass für ihn Schlafen erholsam und schön ist und nicht als schlechte Erinnerung gezeigt wird. Ja, ich finde, ein Kind, ein Baby, brüllt nie ohne Grund. Und darum gehe ich dem Grund auch immer auf die Suche und es ist eigentlich immer, wir finden immer etwas. Auch wenn es nur ist, dass er einfach noch mal eine Runde wollte kuscheln und erst dann ins Bett liegen. Oder er hat volle Windeln oder er braucht noch mal einen Job oder was auch immer. Aber ich finde es auch wichtig, dass man sich als Eltern die Zeit nimmt, um das Kind wirklich in den Schlaf zu begleiten. Wenn man das von Anfang an wirklich intensiv macht, dann braucht es auch, wenn es älter ist, immer weniger Begleitung. Weil das Schlafen ist ja dann für das Kind etwas Schönes, etwas Erholsames. Und für das Kind, das brüllend einschlafen muss, ist es einfach eine schlechte Erinnerung. Und das hat auch mit 4, 5, 6 noch Mühe zum Einschlafen und braucht dann dafür noch mehr Zeit von den Eltern. Oder Zeit und Nerven, weil es einfach auch schwierig wird, wenn ein Kind Mühe hat zum Einschlafen. Darum finde ich, sind genau die ersten Momente vom Allein-Einschlafen sehr wichtig. Ja. Mir nimmt es mega Wunder, wenn ihr so für ein Ritual habt oder wie ihr so euer Kind ins Bett bringt. Bin gespannt, um das zu lesen. Und ja, ihr dürft sehr gerne kommentieren, wenn ihr auch von unserem Ritual und von unserer ins Bett bringen Zeremonie haltet. Genau. Wir haben noch ein Thema und zwar geht es darum, ob man Babys wecken soll, wenn sie Hunger haben. Ja, das ist jetzt so, da kann ich auch aus eigener Erfahrung reden. Und zwar war unser Sohn am Anfang ein bisschen gäh, beziehungsweise ein bisschen Gähsucht gehabt. Und dann hat mir die Hebamme gesagt, ich soll ihn alle 3 Stunden wecken, zum Essen zu gehen. Das ist so, weil Kinder, die ein bisschen gäh sind, die sind mehr müde. Beziehungsweise die Müdigkeit überwältigt eigentlich das Hungergefühl. Ja, ich habe ihn dann auch ein paar Mal so geweckt, eigentlich nach diesen 3 Stunden, und habe ihm versucht, Essen zu geben. Meistens nicht mit Erfolg, weil er immer noch so müde war und hat gar nicht recht gegessen. Er war mega verrückt, es war ein mega Trim-Tram-Drum. Und irgendwie musste ich sagen, das bringt ihm nichts und das bringt mir nichts. Und darum habe ich gesagt, okay, nach spätestens 5 Stunden würde ich ihn wecken. Weil nach 5 Stunden finde ich dann schon, ja, jetzt ist mal wichtig, dass er etwas isst. Aber
ich musste ihn eigentlich nie mehr wecken, weil er ist meistens nach 3,5–4 Stunden, manchmal vielleicht nach 4,5 Stunden, ist er von selber gekommen und er ist dann weg und er hat dann richtig gegessen und es ist einfach für uns beide viel angenehmer gewesen, so. Ja. Und der Grund, würde ich euch noch sagen, wieso dass ich das so doof finde, wenn man ein Baby weckt, wenn es schläft. Ja, für ein Säugling, für ein Baby ist die ganze Welt etwas komplett Neues. Und die Eindrücke und die Geschmäcker und die Farben und all das Zeug, das müssen sie verarbeiten. Und das verarbeiten sie während dem Schlafen. Und wenn du das Kind weckst, unterbrichst du das Kind während dem Verarbeiten von diesen neuen Erfahrungen. Also stell dir mal vor, du hast ein Baby bekommen, gerade neu, irgendwie, ja, vielleicht 2 Monate alt oder so. Und dann kommt deine Kollegin mit dem Hund auf Besuch und ja, ist da bei euch. Und nachher schläft das Baby und ja, jetzt hat es Hunger und jetzt weckst du es. Vielleicht ist es genau in dieser Situation das Kennenlernen von dem Hund am Verarbeiten, der Geschmack vom Hund, wie der Hund bellt hat, wie er aussieht, weiss nicht wer alles. Und jetzt unterbrichst du es und es isst und es ist alles gut, aber nächstes Mal, wenn die Kollegin wieder kommt mit dem Hund, ist das Baby unsicher und hat vielleicht ein bisschen Angst. Es ist dann vielleicht schon älter, schon 4, 5, 6 Monate. Ja, und du merkst eben, es ist ein bisschen unsicher, es hat ein bisschen Angst, es brüllt vielleicht. Das ist der Grund, weil es das ja gar noch nie hat können verarbeiten und noch gar nicht kennt und ja, so unsicher ist. Allgemein habe ich das Gefühl, wenn man Babys oder auch Kleinkinder während dem Schlaf weckt, währenddem dass da eben ihre Erfahrungen verarbeiten, wenn man die Kinder, die man öfters weckt, die sind einfach allgemein vielleicht ein bisschen unsicherer oder ängstlicher. Also das ist jetzt einfach mein Eindruck und den könnte ich mir so erklären, weil man weiss ja, dass Babys und Kleinkinder so viel während dem Schlafen verarbeiten, dass es einfach auch wichtig ist, dass man es wie möglich einfach schlafen lässt. Ja. Ja, ich höre auch gerne eure Meinungen dazu. Vielleicht denken da auch die Nadine, die retten Schwachsinn und das ist sicher überhaupt nicht so. Ja, und da höre ich gerne zu. Ja, jetzt sind wir für heute schon fertig mit dem Thema zum Schlafen. Es gibt noch ganz viele Themen zum Schlafen. Das weiss ich. Also, wir machen sicher wieder mal da ein Video zum Thema Schlafen. Vielleicht könnt ihr ja auch noch in den Kommentaren erwähnen, was euch so interessieren würde oder über was ihr gerne würdet ein bisschen schwätzen, beziehungsweise über was ich ein bisschen erzählen soll. Und dann hoffentlich sehen wir uns im nächsten Video wieder. Es würde mich freuen und dann, ja, macht's gut. Tschüss miteinander.